Diese Folge wird präsentiert vom Luxemburger Wort Digital-Abo. Immer und überall bestens informiert. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pendlerclub. Ja, letzte Folge haben wir ja darüber gesprochen, ob es sich überhaupt noch lohnt, nach Luxemburg zu pendeln, ja oder nein. Da gab es bei Spotify auch eine Umfrage und über 90% der Stimmen haben sich dafür ausgesprochen, dass es sich auf jeden Fall immer noch lohnt, nach Luxemburg zu pendeln. Ja, und Luxemburg wäre nicht Luxemburg, wenn es nicht so absolut multikulturell wäre, wie es ist. Melanie hat es auch in der letzten Folge schon gesagt. Je mehr Sprachen man spricht, desto besser, denn gerade hier in Luxemburg ist es das A und O, dass man sich richtig in verschiedenen Sprachen verständigen kann. Und deswegen wollen wir heute mal schauen, wie, wo, wann man in Luxemburg aktiv, passiv, digital oder auch in Präsenz andere Sprachen lernen kann. Gerade in Luxemburg ist es natürlich so, dass das Arbeitsumfeld eigentlich immer multikulturell geprägt ist. Es werden die verschiedensten Sprachen gesprochen, nicht nur auf der Arbeit, sondern egal, wo man eigentlich im Land hingeht. Sei es der Schaffner in der Bahn oder die Verkäuferin beim Bäcker oder im Supermarkt, im Restaurant, egal wo man hingeht, man trifft eigentlich immer auf die verschiedensten Sprachen. Deutsch, Französisch, Luxemburgisch, aber auch noch viele andere Sprachen, die in Luxemburg gesprochen werden. Die portugiesische Community in Luxemburg ist natürlich auch sehr, sehr groß. Und deswegen macht es natürlich auch nur Sinn, wenn man selbst nicht nur eine Sprache wie Deutsch zum Beispiel spricht, sondern sich auf verschiedenen Sprachen verständigen kann und miteinander kommunizieren kann. Das ist natürlich nicht nur in Meetings oder arbeitsbezogenen Gesprächen sehr hilfreich, sondern das hilft auch mit den Kollegen an der Kaffeemaschine, beim Restaurantbesuch, im Supermarkt, wo auch immer. Wer aktiv eine Sprache in Luxemburg lernen möchte und das gerne in Präsenz tun möchte, dem kann man eigentlich nur das Institut National des Langues Luxembourg, kurz INL, empfehlen. Denn dieses Institut feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Aktuell besuchen über 16.000 Menschen die Sprachschule INL in diesem Schuljahr 2023/24 und die Schülerzahl hat sich in den letzten 15 Jahren fast verdoppelt. Die Kurse finden dort natürlich auf Luxemburgisch statt. Es gibt aber auch noch viele, viele andere Sprachen, die dort angeboten werden, so wie zum Beispiel Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Niederländisch. Zum Herbst, also zum neuen Schuljahr, sollen dann auch weitere Sprachen noch ergänzt werden. Wer sich um die luxemburgische Staatsangehörigkeit bewirbt, der muss den sogenannten Sprachentest machen. Und dieser Sprachentest, der kann übrigens nur im INL gemacht werden. Deswegen ist es wichtig, dass man auch auf jeden Fall weiß, dass es das gibt und dass dort diese Kurse angeboten werden, die man auch definitiv belegen sollte, wenn man denn einen Sprachentest machen möchte, beziehungsweise später auch die luxemburgische Staatsangehörigkeit annehmen möchte. Es werden ganz, ganz, ganz verschiedene Kurse angeboten beim INL. So gibt es zum Beispiel Kompaktkurse in Präsenz, da ist man zweimal pro Woche und das ist natürlich auch mit viel selbstständigem Lernen verbunden. Es gibt den Blended Learning Kurs, der ist ein- bis zweimal in der Woche in Präsenz zu je 100 Minuten und einmal pro Woche nochmal 100 Minuten Fernunterricht dann am PC. Es gibt reine E-Learning-Kurse, da trifft man sich zwei bis dreimal pro Woche zu je 100 Minuten rein online. Es gibt Workshop-Angebote und. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Kursangebote beim INL, die man besuchen kann. Das Besondere beim INL ist auch, dass hier das Sprachniveau zertifiziert werden kann. Das heißt, wer zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache macht, der kann dort das Goethe-Zertifikat erreichen oder eben, wie schon erwähnt, den Sprachentest Letzeburg zum Erwerb der Staatsangehörigkeit machen. Es gibt noch viele, viele andere Zertifikate in allen möglichen Sprachen, die da angeboten werden. Also wer Interesse daran hat, schaut da einfach gerne mal rein. Ich packe den Link dazu auch auf jeden Fall in die Shownotes. Das Ganze beim INL ist natürlich leider nicht kostenlos. Es gibt verschiedene Kurse zu verschiedenen Preisen. So habe ich jetzt mal geguckt. Also wer
absoluter Beginner in Luxemburgisch ist und einen Kompaktkurs belegen möchte, der bezahlt ca. 200 Euro. Das geht über knapp 4 bis 5 Monate. Der Standardkurs, der kostet 280 Euro, geht über die gleiche Dauer, hat aber einfach mehr Lerneinheiten vor Ort dabei. Ihr findet das INL an 3 Stationen in Luxemburg. Zum einen am Classis direkt in Luxemburg Stadt. Das ist in der Nähe da, wo auch die Schoberfor stattfindet. In Belval gibt es eine Sprachschule und in Mersch. Man muss nur aufpassen, denn nicht alle Sprachen werden überall angeboten. Auch da empfehle ich nochmal einen Blick auf jeden Fall auf die Webseite, um sich da nochmal schlau zu machen. Wem es wie meiner Kollegin Liz geht, die im Schichtdienst arbeitet und die nicht wirklich regelmäßig an Kursen teilnehmen kann, dem seien Sprachlern-Apps wie zum Beispiel Duolingo empfohlen. Duolingo ist eine reine App. Aktuell gibt es dort leider kein Luxemburgisch, aber es gibt zum Beispiel Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Und wer die englische Sprache schon beherrscht, der hat ein viel, viel breiteres Angebot noch, denn man kann von Englisch in andere Sprachen lernen, wie zum Beispiel Japanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Schwedisch, Griechisch und vieles, vieles, vieles mehr. Man kann auch, wer möchte, Klingonisch lernen oder Valyrisch. Wer vielleicht Game of Thrones gesehen hat, der kennt vielleicht die Sprache. Und wer Luxemburgisch per App lernen möchte, für den habe ich später noch einen ziemlich heißen Tipp. Das Besondere an Duolingo ist, dass es mehr oder weniger einem Spiel für Kinder ähnelt, als dass es irgendwie an einen Sprachkurs erinnert. Und genau das ist auch das Besondere. Denn die Gamification des Lernens führt dazu, dass man immer wieder am Ball bleibt. Also man erreicht sogenannte Streaks, also Erfolgssträhnen, und die zeigen an, wie viele Tage man am Stück Lektionen gelernt hat. Und sollte so ein Streak mal drohen abzureißen, so bekommt man Mitteilungen per Push-Mitteilung oder auch sogar per E-Mail, in denen man nochmal darauf hingewiesen wird: Achtung, pass auf, dein Streak ist jetzt gerade bedroht, dass du wieder auf Null gesetzt wirst, und schau doch mal in der App vorbei und mach für heute noch deine Lektion. Das Tolle bei Duolingo ist, dass es nach dem Freemium-Prinzip funktioniert. Das heißt, die App kann in der Basisversion kostenlos genutzt werden, dann muss man aber allerdings damit rechnen, dass einem immer wieder Werbung angezeigt wird. Es gibt noch andere Abo-Modelle, das kostet zum Beispiel in der Einzellizenz 15 Euro im Monat, wenn man das monatlich macht. Oder 90 Euro im Jahr, also das sind so roundabout 7,50 € dann im Monat runtergerechnet. Oder, und das ist ziemlich cool eigentlich, 123 Euro im Familienabo, und dann können bis zu 6 Leute das gleiche Duolingo-Abo nutzen, um sich individuell Sprachen anzueignen. Premium bringt natürlich nicht nur, dass die Werbung wegfällt, sondern es gibt noch einige Funktionen mehr, die dann noch freigeschaltet werden. So, und wenn man sich jetzt da anmeldet, kostenlos, dann wählt man zuerst mal die Sprache aus, die man lernen möchte. Und wie schon gesagt, es gibt eine riesengroße Auswahl an Sprachen. Ich habe jetzt Spanisch angeklickt. Danach kann man sein Niveau angeben. Also ich hatte mal Spanisch in der Schule. Das heißt, ich habe so eine gewisse Grundbasis an Spanischwissen und habe dann mein Niveau nicht ganz auf Anfänger, sondern ein bisschen höher gedrückt, und man gibt an, warum man denn eine Sprache jetzt lernen möchte. Und man durchläuft dann einen Test, um das tatsächliche Sprachniveau festzustellen. Und danach geht es dann Schritt für Schritt eine Lektion nach der anderen, und man lernt viele neue Wörter, Vokabeln in der jeweils ausgewählten Sprache dazu. Das Ganze eignet sich wirklich ideal für Zugpendler. Das Einzige, was benötigt wird, und ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert und nicht ganz so einfach, aber was dafür benötigt wird, ist tatsächlich eine Internetverbindung. Wir hoffen ja immer noch darauf, dass die CFL bald mal WLAN in alle Züge der CFL einbaut, sodass dann auch grenzüberschreitend und auch bei der Fahrt durch den Tunnel bzw. durch die Täler keine Netzabbrüche mehr gibt.
Wir hatten über Duolingo einen sehr, sehr ausführlichen Artikel bei uns im Luxemburger Wort. Da haben 3 Personen ihre Erfahrungen preisgegeben und ein bisschen Pro und Contra zu Duolingo aufgelistet. Den Artikel packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Sehr, sehr lesenswert. Wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall mal reinklicken. Diese Folge wird präsentiert vom Luxemburger Wort Digital-Abo. Die Zeit beim Pendeln kann auch effektiv genutzt werden. Mit dem Digital-Abo des Luxemburger Wort für nur 22 € im Monat immer auf dem Laufenden bleiben. Alle Infos dazu gibt's auf wort.lu und in den Shownotes. So, und jetzt habe ich es ja vorhin schon versprochen, es gibt noch einen anderen heißen Tipp, wie man Luxemburgisch lernen kann, und zwar komplett kostenlos per Web oder per App über LLO. Und da kann man nämlich Luxemburgisch tatsächlich einfach auf dem Handy unterwegs lernen. Die App bzw. das komplette Projekt ist Teil der Strategie zur Förderung der luxemburgischen Sprache und ist eine Initiative des Nationalen Spracheninstituts Luxemburg sowie des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend. Die Anmeldung ist ganz einfach, kostenlos, und sobald man sich angemeldet hat, geht es auch eigentlich direkt los. Man kann in verschiedenen Kategorien da in der App lernen. Zum Beispiel kann man auswählen, dass man ein bisschen Luxemburgisch in der Kategorie Alltagsleben lernen möchte oder Essen und Trinken, Freizeit und so weiter. Man kann aber auch Grammatiklektionen machen oder einen beruflichen Wortschatz lernen. Und das ist nochmal untergliedert dann in Arbeitssuche, in Gastrogewerbe, in die Verwaltungssprache, häusliche Dienstleistungen und. Also da gibt es relativ viele verschiedene Kategorien, die man auswählen kann, und dann kann man wirklich sehr spezifisch für sich angepasst die luxemburgische Sprache lernen. Die einzelnen Lektionen beginnen mit kleinen Videos und dann gibt es verschiedene Übungen und abschließend gibt es dann nochmal einen kurzen Test. Und das ist, wie gesagt, absolut ideal für alle, die unterwegs die luxemburgische Sprache lernen wollen. Wer eine Sprache schon in der Basis beherrscht und passiv ein bisschen mehr Input möchte, sich weiterbilden möchte und ein bisschen austauschen möchte, für den habe ich jetzt noch ein paar Tipps. Also zum einen, sucht euch vielleicht auf der Arbeit oder wo auch immer einen Tandempartner, der die Sprache spricht, die ihr gerne lernen oder weiterentwickeln möchtet, und unterhaltet euch mit diesem Partner auf der anderen Sprache. Und im Idealfall antwortet euer Gegenüber dann in eurer Sprache und lernt dann gleichzeitig noch Deutsch. Sehr, sehr hilfreich, hat mir auch schon früher immer gut geholfen, kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Ansonsten legt eure Hemmungen ab, auch mal Luxemburgisch oder Französisch zu sprechen beim Einkaufen, im Restaurant, beim Mittagessen. Da braucht man sich, glaube ich, vor allem in Luxemburg nicht zu schämen, sondern eher im Gegenteil. Es zeigt eigentlich nur, dass man Interesse an anderen Sprachen, an Multikulturalität und anderen Kulturen hat. Noch passiver kann man eine Sprache lernen, indem man natürlich Filme oder Serien ganz einfach bei den gängigen Streamingdiensten auf die entsprechende Sprache stellt, sich Hörbücher in der entsprechenden Sprache anhört oder eben Podcasts. Da kann ich allen nur wärmstens noch den Podcast von den Kollegen von der Luxembourg Times empfehlen. Der ist natürlich auf Englisch. Und es wird in 5 Folgen die anstehende EU-Wahl besprochen. Also da geht es wirklich um die Basics. Was ist die EU? Was hat die EU überhaupt mit Luxemburg zu tun? Wie wird gewählt? Was wird gewählt? Und so weiter und so fort. Wirklich sehr, sehr spannend. Mit einigen Interviews und Insights kann man wirklich sehr gut hören. Findet ihr auf der Webseite von Lux Times sowie auf Spotify. Und wir sind alle auf sozialen Medien auch irgendwie unterwegs. Und da kann man es auch nur empfehlen, andere Medien, wie zum Beispiel die französischsprachigen Kollegen von Virgule, zu abonnieren. Die machen ganz, ganz tolle Arbeit im Social-Media-Bereich, aber auch auf der Webseite. Und da kann man sich auch auf Französisch einige Updates rund um das Leben und Arbeiten in Luxemburg abholen. So, ich glaube, das war eine ziemlich gute Runde rund um das Lernen von Sprachen in Luxemburg, aktiv, passiv, digital und in Präsenz. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, das Institut National des Langues Luxembourg bietet sehr, sehr viele Sprachkurse in Präsenz, in Hybridform und auch
als E-Learning-Kurse ab und wer sich für die luxemburgische Staatsangehörigkeit bewirbt, der sollte sich auf jeden Fall an dieses Institut wenden. Dort wird nämlich auch der sogenannte Sprachentest gemacht. Wer unterwegs lernen möchte und leider keine Kurse besuchen kann oder auch will, dem sei Duolingo und auch andere Sprachlern-Apps wärmstens empfohlen. Das geht kostenlos, dann eben mit Werbung und ein bisschen eingeschränkt oder eben im Abo. Und wer luxemburgisch unterwegs lernen möchte, der schaut auch auf jeden Fall mal beim llo.lu vorbei. Die App findet ihr im App Store oder eben im Web. Den Link dazu stelle ich euch natürlich auch in die Shownotes. Und wer Passivsprachen lernen will, der stellt einfach mal die Sprachausgabe bei Netflix und Co. auf die jeweils gewünschte Sprache oder abonniert einfach mal anderssprachige Medien auf Social Media, hört Podcasts gerne mal auf Englisch oder Französisch. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen interessanten Punkt hier mitnehmen. Der Pendlerclub trifft sich alle 2 Wochen hier an dieser Stelle als Podcast. Ihr findet den Pendlerclub aber auch auf Instagram. Und wenn ihr uns bei Spotify zuhört, da gibt es regelmäßig zu den Folgen passende Umfragen, wie schon eingangs erwähnt. Einfach mal da vorbeischauen, da könnt ihr auch direkt mal ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, wie man so schön sagt, damit ihr auch immer eine Push-Nachricht bekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Und gerne auch den Podcast bewerten auf Spotify wie auch auf Apple Podcast. Ich sage an dieser Stelle Eddie Merci und bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde präsentiert vom Luxemburger Wort Digital-Abo. Immer und überall bestens informiert.